Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste, ich darf Sie bitte recht herzlich hier bei uns in Badisch Eisenstein begrüßen. Es freut mich ungemein, dass Sie wieder so zahlreich bei uns erschienen sind. Badisch Eisenstein wird zum 11. Mal tiefen Wald, wo Schatten stehen und kalte Winde je verwehen, da ruft die Nacht nach alten Geistern, die Hölle selbst kommt hier zu feiern. Also Rauhnächte sind bestimmte Nächte im Jahr. Man sagt zwischen der Christnacht und der Dreikönigsnacht, das sind die sogenannten Zwölfernächte. Und genauso ist das, man verkleidet sich als Teufel, als Dämon, um die Dämonen oder das Böse aus dem Ort zu vertreiben. Also der Dämon fürchtet den Dämon. Und deswegen hat diese Rauhnachtsumzüge, und umso schaurig wir es ausschauen, umso mehr Böses vertreiben sie. Wir sind mit Wohlkrampel, ich bin Daniela von die Wohlkrampel. Unsere Gruppe gibt es seit 2015. Ja. Wir haben in etwa zwischen 60 und 70 Mitglieder, über 30 aktive Mitglieder. Wir haben Krampus, wir haben Hexen, wir haben Kinder dabei. Genau. Wo wir natürlich auch einen riesen Lärm, man hat es jetzt schon gesehen, hier man hört es auch. Das haben wir von Anfang an bei den Eisensteiner war noch dabei und eröffnen immer den Lauf. Macht uns tierisch viel Spaß und man sieht auch an die Besucher, dass einfach das ganz gut ankommt. Also die Rauhnächte und das Brauchtum wird bei den Leuten immer interessanter und genau, und da freut es uns halt einfach, dass wir da mitwirken können. Also die Eisensteiner Rauhnacht ist ja wahrlich ein Höhlenspektakel. Ja. Auch dieser Tag ist ein Höhlenspektakel im positiven Sinne eigentlich, weil uns Tausende von Leuten besuchen, die wollen da nicht Pferden singen wollen oder auch die Hexen. Ja, groß und klein ist da bei uns auf der Straße und möchte das eigentlich sehen. Wir sind das Pärchenspektakel im Badischen Wald, auch wenn es an anderer Stelle das auch schon gibt, aber wir sind das Original und dahinter stehen wir. Und es ist auch schön, dass uns alle Jahr wieder Tausende von Leuten besuchen und daran teilhaben. Es ist halt ein Brauchtumsspektakel, ja, und die Leute, die sollen erstens daher kommen, damit sie mal die Action haben und sollen aber auch ein bisschen was von dem uralten Brauchtum mitnehmen. Dafür hat man auch den Drucksepp immer da, der das erklärt und was da genau geht. Es ist beides, es ist Action und Kultur in einem.